Hallihallöle, ich bin's wieder, euer Blaster-Ingenieur. Oder Blaster-Ingenieur eigentlich offiziell, aber hey, ja, Blaster-Ingenieur passt auch. Aus dem wunderbaren Ländle, dem einzig wahren Ländle, dem Schwabenländle. Hey, Begrüßung wird immer länger. Kommen wir zum Punkt. Da die Batterie, da habe ich ein Zeugs bestellt für die Streif. Die lassen noch ein bisschen auf sich warten, deswegen gucken wir uns heute mal was altmodisches ohne Batterie an. Und das wäre jetzt hier die Ref Reaper. Das ist ein Bleisterle mit Schwungrädler, aber wie ihr seht, komplett mechanisch. Also, und da wieder beim Volcom S7, das ist ein amerikanischer Kanal, habt ihr gesehen, das kann man wohl einfach modifizieren. Aber vorher schauen wir mal, was denn das im Standardzustand oder ich gehe mal davon aus, dass Standardzustand ist, weil das Ding habe ich gebraucht gekauft und das habe ich noch nicht aufgemacht. Also von daher werden wir das dann zusammenfahren. Ich muss schon sagen, das Gerät, das sieht schon in der Kamera besser aus wie in echt. Also das knallt nochmal richtig rein. Ja. Also das sieht in echt schon auch cool aus, aber in der Kamera ist es nochmal satter. Ja. So, dann holen wir mal das Messmittel Nummer 3. Ich glaube, also das erste war das Multimeter, das war heute der Messschieber und das dritte ist das da. So, da. Jetzt haben wir da Meter pro Sekunde. Gehen wir mal zur Statistik. Dann gehen wir da. Und dann schießen wir da mal. Ja, das. Ja, sag mal. Bin ich denn der Aufhänger? Das war zu wenig Schwung. Das ist natürlich. Nein. Da war es zaghaft. Ja, sag mal. Das habe ich gemacht. Du magst das so nicht. Jetzt hat 14,8. Das ist halt natürlich auch dann nicht aufs obere. Das habe ich vielleicht vorher falsch gemacht. Nicht aufs obere Ende oder das gescheit einstecken. 21,3. Wenn man so richtig Gas gibt, dann Gottes. Also das hängt natürlich davon ab, wie schnell ich das zurückschieße. Ja, 24,5. Startepfeil. 22,7. Jetzt gucken wir mal. Haben wir da. Ja, 23,8. Kriegen wir dann noch ein bisschen. Noch Pfeile drin. Können wir das Kläppchen aufmachen. Das ist da. Das. Ne, da schießen wir ihr 2 raus. Und das. Okay, der letzte. Ja. Okay, jetzt hätten wir 16,9. So, da lang. Ja, aber. Das haben wir ein Maximum von 24,5. Und was der festgestellt hat, und ich werde euch das Video, wenn ich es finde, werde ich es euch unten verlinken. Was der festgestellt hat, wenn man mal guckt, da ist ja noch ganzer Weg mehr. Dann hat er es aufgemacht, hat festgestellt, ja, das haben die im Nachhinein ein bisschen modifiziert, damit es weniger Leistung hat, dass das für die amerikanischen Gleithändler auch gut genug ist und dass da keiner danach weint. So ist so, ich glaube, so ist in etwa die Begründung wahrscheinlich. Und jetzt, da wir ja hier wieder der Amerikaner sind, zumindest die nicht, und auch hoffentlich keine Gleithändler mehr, können wir das auch wieder in den Originalzustand versetzen. Jetzt müssten wir mal gucken, was wir das so schaffen. Lass mal Freunde einladen. Komm schon. Zack.
sattes Klicken. Ja, es sollte auch natürlich noch durch das Lächeln da durch und nicht daran vorbei. Sonst ist das klar, wenn das Messmittel nicht sieht, dann wird das auch nicht. Okay, das ist jetzt halt. Ja, das ist nichts, um präzise zu schießen. Das ist. Ui, 4. Ja, gut. Das, das war es garantiert nicht, weil das ist nicht einmal durchgegangen. Das habe ich so daneben geschossen. Ja, das zu messen ist natürlich kompliziert. Ja, 24,2. Das wird nicht besser, nur wenn man da ein bisschen ärger. Also ich jetzt sage, packe das Messmittel mal zur Seite, lege das wieder schlafen. Das dauert immer eine halbe Ewigkeit. Das brauche ich euch ja nicht interessieren. Dann packen wir die 4 Pfeile da rein. Und dann ist ich sage, ich mache das mal schnell noch auf. Dann reden wir kurz, dann machen wir es wieder zu. Und dann testen wir es. Dann bis gleich. So, da bin ich wieder. Und jetzt sehen wir da schon. Also der Volcom, der hat da wohl recht gehabt. Das könnte man nämlich da noch montieren. Dann bringt das natürlich immer noch nichts. Weil das hängt ja noch da. Aber das heißt, da waren die wohl rechte Schlamper. Also, oh, soll es recht sein. Guckt. Ja, das war jetzt nicht. Ja. Das war jetzt so nicht geplant. Jetzt ist das da so. Dann geht das jetzt vor und dann geht das zurück. Okay. Dann geht das zurück, schiebt das Schieberle vor. Das heißt, wir müssen da bei dem. Da können wir da vielleicht auch einen anderen Pumpgriff noch machen. Mal gucken, was ich da finde. Das müssen wir da noch machen. Kann ich sagen. Wenn wir da schon drin sind, ein bisschen Schmiermittel, der sicherlich nicht schadet. Dann muss das da weg und das da weg. Und dann dürfte es schon mehr Power haben. Das Kleppe da. Das wird schwer, das zu entfernen, ohne was zu machen. Also von daher. Aber ich jetzt sage, ich hole Knipserle und Schmiermittel. Dann mache ich das und dann schraube ich es wieder zusammen und dann testen wir es, oder? Dann bis gleich.
So, Dale, jetzt ist fast wieder zusammengebaut. Und jetzt ist jetzt schon. Gut, ich hab da auch viel Schmutz noch da. Jetzt müssen wir das da wieder da reinklicken. Ist ein bisschen Scheiß gewesen, das da. Also da braucht er da Schraubenzieherle. Also wenn ihr da regelmäßig Modifikationen durchführen wollt. Wahrscheinlich wird in Zukunft ich mich jetzt dann verfluchen, wenn man dann noch irgendwas findet. Ja, Scheiße, oder nein? Ja, wird schon passen. Ach, das ist jetzt. Ach, Scheiße. Der Seite ist gebrochen. Ah, guckt. Ah, ja, Scheiße. Jetzt müssen wir gucken, dass man das da rauskriegt. So. Sonst fährt man das nachher an dem Ding rum. Weißt du was? Bringen wir das so. Gott, brauchen wir auf der anderen Seite vielleicht nicht rausbringen. Das so rum? Das so rum neigert. Ah, scheiße. Das ist falsch rum. So rum hat es neigert mit Löcher nach Hände. Jetzt ist so Gott so. So geht's auch. Ah, jetzt geht das ganz zurück. Ah, das ist. Jetzt gucken wir mal. Das ist jetzt halt da. Da ist noch Schmutz drin. Das landet man auch so schon auf die Pfeile. Ja, ein bisschen zu viel. Das muss mal gucken, dass das die richtige Stelle ist. So, da. Aber ein bisschen mehr den Freilauf nicht, also wäre der ruhig. So, da. So, da. Ja, das habt ihr vielleicht gesehen, das Kläppchen habe ich auch rausgemacht. Und wenn ich den Sprungrädlerskäfig schon aufmache, dann kann man der Krustel auch raus da. Ja, landet irgendwo eine Krustelbox. Vielleicht brauchen wir irgendwann mal was in der Art. Das war das Maximum irgendwas um 24 Meter durch Sekunde. Jetzt gucken wir mal, was wir hinbringen. Bin ich mal gespannt. Oh, ei, Gewackel. Okay. 19,9. Da geht noch was. Das ist halt 20,1. 20,5. Das ist halt. Das ist so. Das ist halt auch geschickt. Das ist nicht einfach, das zu messen. Da haben wir also 20,5. Ganze Pfeile runtergeflogen. Das ist. Jetzt gucken wir mal. Haufen Krach, aber nichts gemacht. 36,8, das kann ja jetzt fast nicht sein. Oh no, da haben wir noch drin. Oh, ist es 20. Ach, das war wieder so 400, aber der ist gar nicht rausgegangen, weil ich leider gegen das Reale geschossen habe. Das ist nicht unbedingt der beste Blaster, mit dem
mit dem Messmittel gemessen zu werden. Und in dem Kamerawinkel und alles, das habe ich jetzt schon gesehen, das habe ich mir einfach auch vorgestellt. Hoppala, was war's? Ei. Okay. Ei. Mach einen Haufen Krach, aber nee. Kein Messwert. Ei. Hoppala. Das war jetzt eigentlich keine Verbesserung dabei. Also 20,6 ab. Das war ein bisschen. Da habe ich jetzt schnell zurückgezogen. Auf 25 wäre schon nicht schlecht. Weil das ist jetzt halt. Bin da vielleicht auch ein bisschen gerade zu zaghaft und war davor ein bisschen aggressiver. Das dürfte prinzipiell schon mehr sein. 24,2. 25,1. 22,5. Und leer ist. Ja, das kann aber auch sein, dass das Schmiere gar nicht so viel gebraucht hat. Das. Oder dass sie doch ein bisschen an das Messmittel bräuchte. Also, wie ich jetzt sage, also die erste Bar, die war ein bisschen zaghaft. Und wir haben jetzt einen Durchschnitt von 20,5. Da waren jetzt selber da alle. Ja, maximal 25,1. Weil die erste Messreihe mit dem Ausreißer mit 400, das ist klar, das kann nicht sein. Vor allem, wenn der Pfeil nicht richtig durchgegangen ist, das ist ein Messfehler dann. Aber so, 20,5. Ich glaube, vorher haben wir nicht so einen hohen Durchschnitt gehabt. Aber ja, ich muss mal gucken. Und das ist jetzt halt schwer zu sagen. Also ich glaube, das ist halt auch. Kann da jetzt nicht so richtig durchziehen. Ich denke, sage, das muss ich noch irgendwann mal testen. Ich da gescheitert. Aber das war halt so einfach eine Modifikation. Ja, da steht's. Do not modify darts or dart blaster. Ja, das kann ich mir mal gern haben. Ich meins und ich bastel da rum, wie ich lustig bin. Ich habe da Vorstellung, dass ich das nicht modifiziere. Dann mache ich es von vornherein gescheit. Dann muss ich nichts ändern. Wobei, das Ändern macht ja dann eigentlich der Spaß aus. Also ist schon ganz gut, dass das von vornherein nicht gescheit ist, weil dann kann ich dran rumbasteln. Dann habe ich Erfolgserlebnis beim dran rumbasteln. Ja, packen wir das zur Seite. Ja, das ist halt schade. Da muss ich mal mit dran rumspielen dann. Das kann jetzt auch sein, dass ich da wirklich ein bisschen viel Öl da habe. Also viel Schmutz. Das sieht man da schon jetzt richtig. Aber ich dachte, viel hilft viel. Und dass das sich noch einschmieren muss. Jetzt schauen wir mal. Aber war auf jeden Fall einfach eine Modifikation und ich schaue mal, ob ich das Originalvideo finde und dann gucke ich, dass ich das euch verlinke. Und dann hoffe ich, dass demnächst die Batterien kommen, dass wir da mit der Streifweiler basteln können. Dass wir da noch ein bisschen. Weil das ist die einfacher zu messen wie das. Weil das ist halt immer gewackelt, wenn man da dran sieht und durch das kleine Löchle da von dem Chronographen da durchschießen, das ist halt schon dann mehr Glückssache mit dem Gewackel wie wirklich. Da gibt es ja so Chronographen mit so Antennen, habe ich gesehen. Das wäre da vielleicht eher geeignet. Aber ja, das steht hier in das Bild noch viel schlechter reinpassen. Also von daher, lasst auf jeden Fall Abo da, drückt das Klingerle, unterstützt meine Kanäle, dass man aber in Zukunft auch mehr machen können. Also immer vielleicht, das mal schauen, was man so macht, wie man was macht. Und wenn ihr Ideen habt oder so, einfach in die Kommentare schreiben, da können wir drüber schwätzen.
Dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß beim Basteln. Euer Blastingenieur.